Ja, stopp. Ich glaube, so geht das so. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir als Bürgerinitiative unabhängig voneinander dieselben Erfahrungen gemacht haben. Wir werden jetzt ernst genommen, wir werden in die Ecke gestellt, dass wir sachlich keine Ahnung hätten. Das haben wir allerdings mehrfach belegen können. Und heute meine einführende Worte, bevor ich nachher nochmal was zu unserem Problem mit dem Steinbruch sage, ist die Organisation, und da danke ich den Leuten von Bündnis für Energie auf der rechten Seite, die dieselbe Erfahrung in Hunsrück gemacht haben, dass sie im Prinzip eine Stimme brauchen und heute zu uns gekommen sind als BI aus dem Sohnwald, um zu sagen, Bürgerbeteiligung und Transparenz dürfen keine hohlen Phrasen von Politikern sein im Wahlkampf, sondern müssen gelebt werden. Deswegen haben wir uns zusammengefunden und ich sage jetzt mal mit den Sohnwald-Kollegen können wir gut und recht behaupten, wir sind landesweit heute vertreten. Das sind über 52 Bürgerinitiativen im Bündnis für Energie. Beide Kollegen haben gesagt, dass ich gerne darüber sagen darf. Sie sind auch heute noch vertreten am Bundesplatz, um ihre Stimme gehört zu finden, dass man uns hier wieder in die Ecke gestellt hat, in Anführungszeichen. Ich hätte gerne vor dem Theater gestanden, aber das war organisatorisch nicht möglich. Ich gebe jetzt gerne rüber zu dem Pracht und seinen Kollegen, zu Herrn Pütz, und sage herzlichen Dank, dass ihr mit uns das Leid und Schicksal teilt. Ich darf heute hier beginnen, was nicht heißt, dass wir das größte Problem haben, aber wir haben eins in dieser Stadt, und zwar für die BI Mombach, für die Bürgerinitiative gegen die Klärschlammverbrennungsanlage, die dort in der Nähe des Wohngebietes, Neubaugebietes sogar, entstehen soll in Mombach. Und dazu kann ich also erstmal die Leute begrüßen, die hier nicht aus Mombach sind, die aus Laubenheim, aus Weisenau, aus Hechtsheim, aus anderen Bereichen und auch sogar ein bisschen in Hunsrück. Wir haben letztlich alle die gleichen Gründe, heute hier zu sein. Über die Köpfe der Bürger der Stadt Mainz, auch über die Bürgerköpfe hier im Land. Hinweg werden seitens des Stadtrats Entscheidungen durchgezogen, die in erheblicher Weise Auswirkungen auf Gesundheit, Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität haben. Wir haben uns immer wieder auf die Zusagen von Mandatsträgern und im Stadtrat vertretenen Parteien verlassen. Allen voran OB, EPO und Bundesstadtmitglieder. Uns wurde ernsthafte und intensive Prüfung unserer Anliegen zugesagt. Die BI Mombach hat mit Akribie die zahlreichen Schwachstellen des Neubaus einer Klärschlammverbrennungsanlage deutlich herausgearbeitet und kommuniziert. Es ist und es bleibt Unsinn. Den Stadtteil Mombach immer weiter in die noch verbliebenen Restqualität von Wohnen und Leben, trotz der schon zahlreichen allen bekannten Industrieanlagen weiter zu zerstören, darf eigentlich nicht das Ziel verantwortlicher Mandatsträger im Rathaus sein. In vielen einzelnen Gesprächen mit den Stadträten bekamen wir recht. Man sagt uns sogar Unterstützung zu. Am Ende wurden wir von ihnen einfach nur verschaukelt. Wer die Sitzung bei der Abstimmung im Stadtrat verfolgt hat, weiß, wovon ich spreche. Statt Demokratie war dort eiskalte Machterhaltung am Werk. Weder im Vorfeld noch in diesem Gremium hat der Bürgerwille irgendwo eine Rolle gespielt. Wir und der ganze Stadtteil Mombach wurden verschaukelt. Zusagen von fairem Umgang mit Bürgern, von Beteiligten an wichtigen Dingen in dieser Stadt wurden erlebbar mit Füßen getreten. Sogenannte Fraktionszwänge zur Erhaltung der Mehrheiten, zur Erhaltung der Macht im Rathaus haben die Anliegen der Bürger einfach weggefegt. Anschließend gestanden uns einige Mandatsträger, dass sie ja unsere Meinung teilen, aber der Erhalt der Koalition sei wichtiger gewesen. Blanker Zynismus, entsetzliches Demokratieverständnis, letztlich den Bürger verarscht. Die Bürger sind offenbar weniger wichtig als die Posten der Gewählten in dieser Stadt. Mombach lehnt sich nach wie vor gegen den Unsinn der Errichtung einer Klärschlammverbrennungsanlage auf.
Die Sachargumente sprechen eindeutig für uns. Wir wollen nicht zur Müllhauptstadt von Rheinland-Pfalz werden. Wir wollen nicht weiter massive Schädigung der Lebensqualität in Kauf nehmen, nur weil ein paar Politiker Geltungsbedürfnis und Machtgier haben. Herr O.B. Ebling hat mit großer Presse gefordert, und jetzt zitiere ich einmal Herrn Ebling: Bringen Sie sich ein, Bürgerbeteiligung kann positive Entwicklungen dynamisieren und voranbringen. Bürgerbeteiligung fördern und fordern. Diese Maxime hat sich zu einem festen Bestandteil im politischen wie im Verwaltungshandeln entwickelt. Wir fordern Herrn Ebling und Frau Eder auf, hören Sie auf zu spetzen, setzen Sie einmal um, was Sie so alles an Absichten rausposaunen. Nehmen Sie die Bürger einmal ernst und verlassen Sie den Weg der Politik gegen die Stadtteile. Unterlassen Sie Projekte, die die Bürger dieser Stadt nicht wollen. Sie sind gewählt worden, um zum Wohle der Bürger der Stadt zu handeln. Tun Sie es endlich. Alles klar. Also Folgendes, im Nachhinein zu meinem Vorredner darf ich noch Folgendes anbringen. Die Frage ist doch, warum will eine angebliche Umweltschutzpartei, die Bündnis 90 Die Grünen, hier in Mainz gegen jegliche Logik und Vernunft diese Klärschlammverbrennungsanlage unbedingt bauen? Mögliche und wahrscheinliche Antwort: persönliche finanzielle Vorteile durch geplante Neustrukturierungen von Mainzer Eigenbetrieben für weibliche Führungspersonen dieser Partei, zum Beispiel als vereinigte Vorstandsvorsitzende mit hochdotierten Salär. Und dafür zahlen alle Mainzer Bürger eine jahrzehntelange Zeche zugunsten dieser Person. Dazu darf es nicht kommen, noch ist dies verhinderbar. Und die Mainzer SPD der Führung des OB Ebling macht aus Gründen des Machterhaltung in Klammer Mainzer Ampel bei diesem Kartoffelspiel mit. Wann werden die Mainzer SPD ihren Vorsitzenden Ebling die rote Karte zeigen? Es wird höchste Zeit, diesen Herrn auf den Boden und Tatsachen zurückzuführen. Vielen Dank. Ich komme jetzt nochmal mit drei, vier Details von uns, den Gegner der Mülldeponie Mainzer Steinbruch, weil was die beiden Vorredner, insbesondere der erste, gesagt hat, weißt du, das Wort Mombach setzt zu beweisen, aber wir haben genau dasselbe durchgemacht. Vielleicht nur ein Beispiel, dass jedem klar ist: den Mainzer Leuten, den Anwohnern, uns, die direkt neben einer Deponie wohnen wollen, wenige Meter entfernt, einmalig in Deutschland. Es gibt keine Deponie, die so nah neben einem Wohngebiet sein wird. Und ob Sie jetzt noch 100 Meter nach links gehen, können wir als Anwohner nur lachen. 1000 Meter ist der Abstand in Wiesbaden. Wiesbaden hat die Hand ausgestreckt und die politischen Verantwortlichen haben hier gekungelt, weil wir aus erster Quelle wissen, dass Wiesbaden auch den Mainzer Bauschutz nehmen wird. Aber Herr Brasch, da kann man nichts verdienen. Da sind wir genau bei Ihrer Argumentation. Du kannst nur selbst die Kohle machen. Und das ist eines der Beispiele. Ich finde noch viel erschreckender, wenn ich Ihnen jetzt von der Frau Eder mal was nennen darf. Wir können den Mainzer Bauschutz nicht nach Kaiserslautern fahren, nach Worms, nach Trier. Da müssen die armen LKWs für die Ökobilanz bluten. Wir müssen den Dreck da entsorgen, wo er anfällt. Die Argumentation der Grünen Partei. Jetzt drehen wir uns 180 Grad und ich frage, aber den Klärschlamm, den können wir aus ganz Rheinland-Pfalz nach Mainz fahren. Ein Argument doppeldeutig angesetzt. Das ist Arroganz, muss ich Ihnen sagen. Es kann nicht sein, dass man uns sagt, die LKWs dürfen nicht über die Autobahn fahren und euch Schwumbacher verarscht man und sagt, die sollen über die Autobahn fahren. An diesem Beispiel sehen wir doch, die entlarven sich selbst. Und das können wir, weil wir auch zusammen jetzt arbeiten. Weil wir sagen, was sind das für fadenscheinige Argumente?
Herr Bracht, Sie haben mich aufgeklärt und gesagt, in den Gläsern ist so viel Wasser drin, das ist Unsinn, das alles durchs Land zu fahren. Und dann kommen ja die Thematiken, dass es scheinbar nur monetäre Dinge gibt, die hier die Entsorgungsbetriebe haben Millionen Gewinn gemacht in den letzten Jahren. Und die Gebührensenkung ist bei uns aber nicht angekommen. Das würde ich an der Stelle mir auch nochmal überlegen. Und wenn diese Gewinne in Personalkosten gehen sollen für Vorstandsposten, dann werden wir hier vielleicht in 2 oder 3 Jahren widerstehen und das dann als Beweis anführen können. Weil das scheint ja der Trend zu sein, dass Bürgerwille. Und natürlich werden wir in die Ecke gestellt. Und dann heißt es, wir verfolgen nur eigenes Interesse. Ich war auch in der Stadtratssitzung am 2. Dezember, wo wir dran waren. Und dann stehen da Leute auf und sagen, ja, mein Bürgerhaus ist kaputt. Ich habe in Gonsenheim ein Flüchtlingsproblem. Alle haben egoistische Interessen, die dürfen wir auch haben. Und da lassen wir uns auch nicht in die Ecke stellen. Weil jeder versucht hier für das Parteigeklüngel seinen eigenen Machterhalt zu haben. Wir für unsere Sache, wir geben noch nicht auf. Der Jürgen Fröhlich, der Robert Hittel und ich, wir als Starspitze kämpfen bis zum letzten Tag. Und eins sage ich durch, solange ich am Großberg wohnen werde ich in dieser BI aktiv mitarbeiten. Ich denke, wir werden uns vielleicht erst auflesen, wenn wir wegziehen oder rausgetragen werden mögen. Solange neben einem Wohngebiet eine Mülldeponie gemacht wird, werden wir da sein und präsent sein. Ja, 10 Meter bis zum Zaun, das ist schon. Und dass eine grüne ökologische Partei so ein Projekt macht, ich denke mal mittlerweile, Herr Bracht, Sie haben recht, es muss irgendwo finanzielle Interessen sein, weil muss ich Tarek Al-Wazir, das ist auch wieder eine grüne Partei, zitieren, kein drittes Terminal, wenn ihr mich wählt. Und das ist dasselbe wie Momba-Redling. Vor der Wahl versprechen sie uns alles und hinterher verarschen sie uns und tun uns das Messer in den Rücken schieben. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Und abschließend ist es so, dass ich denke, und das ist mein Fazit und mein Aufruf, ich sehe das heute so ein bisschen als Auftaktveranstaltung, dass wir sagen, wir müssen uns organisieren. Und ich habe ja auch gesehen, dass hier der Wähler von den Freien Wählern da ist. Nicht alle Politiker wollen wir in den Topf werfen. Ritter von den Piraten, du bist auch da. Das waren Leute, die ÖDP ist auch da, genau. Das sind noch Parteien, die am Bürger sind, die verstehen, was in den Stadtteilen los ist. Und vielleicht fällt mir es da noch ein, er ist nicht da, der Ralf Gehrein. Obwohl er in der SPD ist, möchte ich sagen, Ralf Gehrein, 1000 Dank, die haben den Arsch in der Hose, die sind in Weidenau. Und die wissen, dass man das den Bürgern in Weidenau nicht mehr machen sollte. Autobahn, Fluglärm, ja, die Eisenbahn und noch eine Mülldeponie. Manchmal denke ich, wie pragmatisch muss man denn sein? Und die Frau Giga ist auch bis heute nicht da ist. Danke, dass es einer im Stadtrat, der den Arsch in der Hose hat und gegen seine eigene Partei zu stimmen und den Fraktionszwang, da gibt es Ihnen recht, zu widerstehen. Und ich lade gerne noch ein, weil wir als Bürgerinitiative offen sein müssen. Und natürlich nicht in der Partei, aber ich gebe Ihnen gerne gleich sofort und der Dritte auch. Wir sind keine Wahlveranstaltung, aber wir sind natürlich Sympathisanten mit den Parteien, die es ehrlich meinen, die Bürgerwillen auch ernst nehmen, die vor Ort sind und die sich nicht diversen Zwängen beugen. Und deswegen schließe ich und gebe gerne noch, wer hier ans Mikro kommen will, ist herzlich eingeladen, seine Meinung kundzutun, weil das ist Bürgerbeteiligung, hierher gehen zu können und zu sagen, wir sagen, was wir denken. Und nicht eine Veranstaltung, ich glaube, es war im Oktober, November von der SPD im Rathaus, wo man als Bürgerinitiative gar nicht eingeladen war. Und wenn man da war, sollte man nichts sagen. Also Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Und ich glaube, es verändert sich schon was. Ich glaube, sie werden langsam wach. Und deswegen für uns Mainzer sage ich Nein zur Landesmüllhauptstadt. Ja? Und für die Kollegen aus der Bundesrat von Bündnis Energie sage ich, kämpft weiter. Ich glaube, ihr wohnt bald in der Modelleisenbahn, wenn die da noch 1000 Niedrige aufstellen. Ihr habt auch meine Sympathie. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Und wer jetzt will, das ist Bürgerbeteiligung Transparenz, kann hierher kommen und kann seine Erfahrungen kundtun. Ich gehe gerne zu einem Meter über und Ritter. Ich denke, du darfst auch natürlich was sagen und EDW, wenn du willst, auch. Ja? Im Mainzer Stadtrat
Wir sind ja hier nicht nur deswegen, weil wir gegen etwas sind, wir sind auch für etwas, nämlich unter anderem für mehr Transparenz. Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, dass wir hier im Mainzer Stadtrat gerade diese Transparenz vermessen. Wir haben zum Beispiel versucht festzustellen, wie teuer ist denn der Spaß, wenn wir eine Müllverbrennungsanlage mit geschätzten 36, 38 Millionen Euro bauen. Und rechnet sich das, dann würde ich am Ende des Tages sogar Gebührenerhöhung zu erwarten. Die Antwort der Ampel, übrigens auch der CDU, lautet, das sind Geschäftsgeheimnisse. Das darf auch kein gewählter Stadtrat nicht interessieren. So viel zur Mitbestimmung, so viel zur Transparenz. Dankeschön. Ich denke, dass es ein Ziel gab, die Grünen die meisten waren, die FDP mit ihrem Müllkonzept durch. Das wird einfach ein langfristiges Konzept gewesen sein, weil Infoveranstaltungen gab es schon so früh. Ich war dort auch teilweise schon vor 2-3 Jahren und habe das gar nicht in dieser Kammer wahrgenommen, weil diese Infoveranstaltungen ja immer vereinzelt sind. Das heißt, es gibt mal was Kleines in Weißenau, mal was Kleines in Mombach. Und was uns hier fehlt, ist einfach dieses vernetzte Denken. Wir haben jetzt bei der letzten Kommunalwahl einen Stadtrat, der nicht unumstritten ist, auch durch Berichterstattung der AZ, die ihn natürlich als Freak dargestellt hat. Ich finde es aber komisch, dass ausgerechnet der Stadtrat im Juli, wo er einen sehr umfassenden Antrag zur Klärschlammanlage vorbereitet hatte, gehalten hatte, dass er in dieser Sitzung dermaßen von der CDU, von Thomas Gerster, angegriffen wird, dass gerade nur noch das Thema des Nachvollziehrat mit Messer in den Stadtrat im Vordergrund stand, statt dafür seinen inhaltlichen Antrag geben wurde. Und das ist solche Ideen, wo ich sage, man muss sich wirklich informieren, was steht an Inhalten dran, wo kann man helfen. Die meisten Informationen sind ja so langfristig. Wenn man kurz vor der Sitzung vom Rathaus steht, demonstriert, dann ist es schon in den Grund gefallen. Diese Sachen laufen sehr lange im Vorstand im Ausschuss. Man muss da leider sehr stark am Ball bleiben. Und ich hoffe, dass sobald das Planfeststellungsverfahren dort öffentlich wird, jeder die Gelegenheit kriegt, dort seine Einzelne und an der Stelle die ganze Planung zum Kippen zu bringen, weil ich bin überzeugt davon, dass auch diese Leerschlammanlage darauf basiert, dass die Schlachten kostengünstig und Eigenkalkulationen in Weißenau entsorgt werden können. Und an der Stelle geht es mir auch darum, auch als Weißenauerin nicht zu sagen, ich mache das, weil ich betroffen bin, sondern weil ich da auch eine Gesamtverantwortung für die Stadt sehe. Es geht um die ganzen Kosten. Wir sind an diese blöde Schuldenbremse gebunden, auch als nächstes Thema, die wollen wir ja alle wieder außen vor lassen. Und an der Stelle denke ich mal, wenn kein Geld für sinnvolle Investitionen da ist, für Naherholungsgebiet, für Kinder insbesondere, wir verdichten die Stadtteile immer mehr, Mombach hat nicht immer, was vom Verein getragen wird, Taubersbach ist privatisiert, wir haben kein einziges städtisches Schwimmbadverein. Im Badesee müssen die Stadt auch nicht kosten, wir müssen nur das Gelände zur Verfügung stellen, dann könnte es genossenschaftlich betrieben werden. Und wir fragen immer wieder, wenn wir in Mainz unsere Stadt gestalten wollen, warum nehmen wir dann nicht die Sachen, die uns zur Verfügung stehen und machen es mit bürgerschaftlichem Engagement? Warum muss jeder kleinste Fleck Freiraum in Mainz kommerziell den Interessen unterliegen? Dankeschön. Damit kommen wir zu Landtag. Das ist eine Sache. Ob 2008 in der FAZ ein Herrn Reichel zitiert wird, Naherholungsgebiet Steinbruch. Und Naherholungsgebiet Steinbruch ist egal, ob für Oberstadt, Mombach, Retzenheim, wenn man dort spazieren gehen kann, Fahrrad fahren, Naherholungsgebiet, auch den Stadtgebiet hat, das wäre einmalig in Deutschland. Und dieser Reichel von der CDU hat das angekündigt. Und dann wurde die Stimme Kämmerlein jahrelang wir widersprechen, geplant hat der Deponie und dann wurde uns teilweise Anwohner. Wir wurden nicht informiert. Ich bin erst wach geworden, sage ich ganz ehrlich, weil wir eine Einladung, die im April, Mai Briefkasten hatten, dass da eine Mülldeponie kommt. Und dann frage ich mich anders, bevor ich Millionen in die Planung stecke, egal für welches Projekt, sollte ich erstmal Bürger und Anwohner, die noch keine 10 Meter neben dem Zaun eine Deponie liegen sollen. Das ist die Frage und ich denke, da hast du in diese Richtung gedacht, das kann nicht sein, dass die 6, 7 Jahre hinter unseren Rücken und Bürgerbeteiligung und Transparenz heißt, wenn ihr eine Idee habt oder ein Projekt, dann solltet ihr die Anwohner am Anfang besprechen.
befragen und die Meinung einschätzen. Wir sind alle realistisch hier, dass wir uns natürlich an der Mehrheit verfügen müssen. Aber die Mehrheit mit über 6.500 Unterschriften, die wir gesammelt haben, Momba und Mainz zusammen, das ist ja schon fast eine Partei geworden, muss man sagen, wenn alle Volke an der richtigen Stelle machen würden. Und das ist etwas, was uns enttäuscht. Wir haben 6 Jahre geplant und wir kommen dann an am 13. Oktober und sagen, hier sind 80 Fragen, bitte beantwortet ihr uns doch in den nächsten 4 Wochen, weil euer Antrag ja schon fertig ist. Und Jürgen, du warst ja nicht live dabei. Ja, wir beantworten Bürgerfragen in 4 Wochen. Das wäre eigentlich logisch, ja, wir haben schon 6 Jahre an diesem Projekt geplant. Und nach 4 Wochen sind wir im Rathaus und müssen uns dann anhören. Die Fragen sind noch nicht beantwortet, weil jemand krank war von den Entsorgungsbetrieben, weil wir keine Unmenschen sind. Irgendwas haben wir gesagt, okay, geben uns noch ein paar Tage. Dann sind wir nach Hause gegangen, Freitagabend, und der Robert guckt am Samstag in Online-AZ und da steht drin, Oberbürgermeister Ebling, alle Fragen sind beantwortet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, aber das stimmt mich echt verarschen. Und dann haben wir gesagt, das haben wir keinen Bock mehr drauf, wir wollen innerhalb von einer Woche die Antworten haben und dann waren die Antworten da. Und das ist was uns antreibt zu sagen, das ist doch keine Bürgerbeteiligung, das ist doch keine Ernsthaft. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Wir sollen die Volldecken sein. Wenn zu mir ein Bürgermeister sagt, ich kriege nach 4 Wochen eine Antwort, dann erwarte ich eine Antwort. Und wenn er sie nicht liefern kann, setze ich mich nicht in die Presse und tu meine eigenen Fraktionsleute unter Druck setzen, alle Antworten sind da. Das ist nur ein Beispiel, wo ich mehr als enttäuscht bin und teilweise auch verärgert. Das ist das, was uns Weisenauer, Lauenmeier, Echter, mediale Mülltrajektoren angefangen. Heute wohnen wir an der Landesmüllhauptstadt. Ich gebe jetzt gerne an den Fachbuch mal rüber. Ich sage an der Stelle schon mal tausend Dank, dass es Bürger gibt, die den Kopf tragen, die auch der Meinung sind, wir haben auch mal recht. Und das ist Aussagen außerparlamentarisch, kann man sich auch organisieren. Wir wollen in Mainz 21 eine Bühne bieten, wo jede Bürgerbeteiligung in Mainz oder im Land sagen kann, ich verlinke mich hier, ich zeige, dass es mich auch gibt und was wir noch vielleicht an Aktionen hinkriegen, dass wir in Ruhe im Rathaus besprechen, was wir machen können. Kennt weiter ihr Mombacher, würde ich sagen, wir sind an eurer Seite als Landesmüllhauptstadt und Weisenauer, Echter, Oberstadt und Leute, die sagen, in Stadtland sollten wir spazieren gehen und nicht über irgendwelche Bauschutzchemikalien, wer weiß, wo sie herkommt, ist ja immer alles harmlos, aber dann wäre es ja kein Müll, wenn es harmlos ist. Also das ist ein Widerspruch. Und ich sage danke, dass ihr da seid. Wir werden die Presseerklärung wieder natürlich ausgeben und an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich würde gerne auf den Tisch setzen. Ja, noch mal eine Sache, damit jetzt war ja jahrelang, war ja immer in der Zeitung, in der Presse berichtet, über die Mehrschaften Verlierermale mit unterschiedlichen Argumenten. Ich darf zum Abschluss noch mal ein Argument vorstellen, das eindeutig beweist. Die Daten logen, betrogen und also unglaubliche Umstände beispielen. Wenn man, das ist aber kommunale Bauvorhaben hat, ist es unbedingt erforderlich, dass in diesen Verträgen eine sogenannte Vorbehaltsklausel drinsteht, die dafür sorgt, dass vor Baubeginn man aus diesen Verträgen praktisch aber regressfrei, also ohne Schadenersatz auskommen kann. Das ist üblich bei kommunalen Objekten, weil ja immer noch die Möglichkeit besteht, dass nach dem Stadtrat noch einmal zwischenzeitlich ein anderer Beschluss erfolgt, der das Gegenteil verkehrt. Also ist man gezwungen, juristisch diese Vorbehaltsklausel in die Beträge einzufügen und Schadenersatz auszuschließen. Jetzt kommt der Hammer. Wir waren bei den Wirtschaftsbetrieben eingeladen, da war meine erste Frage an die Vorstandsvorsitzende Frau Wederlich, heißt die Dame, haben Sie in Ihren Verträgen diese Vorbehaltsklausel eingefügt? Die Antwort war nein. Meine Frage, warum nicht? Da hat sie mir als Antwort gegeben, dann hätte ich die anderen diesen Vertrag nicht unterschrieben, ich bin mal gut überrascht. Das heißt im Klartext, man hat dann den Vorsatz, eine Schadenersatzfolge praktisch aber produziert durch dieses Nichtbehandeln der Vorbehaltsklausel. Dieser Schadenersatzfolge hat man dann die Stadträte weder welche dazu gezwungen, in Interessen von denen abzustimmen, weil angeblich die Rede war von 17 Millionen Schadenersatz. Wäre nicht ein Cent entstanden, hätte man sich öffentlich verhalten. Ich
Ich habe der Dame gesagt, wenn ich in meiner früheren Organisation von den Kraftwerken nach Wiesbaden so einen Vertrag gemacht hätte, wäre ich 2 Jahre später fristlos entlassen worden. So Dinge laufen da. Unglaublich. Vielen Dank. Aber ich kann da keine Natur zulassen. Weil wenn ich dann Warnlachen oder irgendwelche Tiere, die da Tunnel bauen, die werden sich von einer, auch von einer Diktatur nicht abhalten lassen, diese kaputt zu machen. Und wir werden jetzt regelmäßig ein Meer drüber gehen müssen, damit wir keine Bäume wachsen können. Wenn ich Natur haben will, dann muss ich auch Baum und Baumschutz zulassen können. Dann muss ich zulassen können, dass dann riesen abbilden können. Und wenn ich das nicht zulasse, dann kann man nicht mehr von der Umwelt vom Betrieb leben, aber nicht mehr von der Für alle, die hier gekommen sind am Samstagmorgen, vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hier diese Maßnahmen unterstützen und vielen Dank auch dafür, dass es offenbar jetzt gelingt, die Bürgerinitiativen in dieser Stadt zu komprimieren zu einem Dach einer Bürgerinitiative für Mainz, was letztendlich für alle Stadtteile etwas bringt und nicht jeder einzelne Stadtteil möglicherweise mit den anderen ausgespielt werden kann. Vielen Dank für Ihre Mühe, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause und denken Sie bei der Wahl an die richtigen Kreuze.